So, hallo zu der Hour of Prayer. Da sind wir schon wieder eine Woche vorbei, Ja, Susanne. hallo Wie war zusammen. deine Woche? Meine Woche, ja, die hatte 7 Tage und jeder Tag war anders und das ist doch mega cool. Ich hoffe, deine Woche war auch gut und du hast viel erlebt und deswegen freue ich mich riesig, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen können, egal wie die Woche war, ob sie gut war oder nicht gut. So wirst du stark durch Schwierigkeiten. Und das ist das Thema von heute. Und Genau, das. deswegen spielt es ja nicht so eine Rolle, ob deine Woche jetzt so optimal verlaufen ist oder nicht. Es gibt immer gute Sachen, es gibt wenige gute Sachen. Aber Herausforderungen und Schwierigkeiten, das hilft uns eben stark zu werden. Genau dieser Titel, wenn man dann so sieht, denkt man, na, kann das Leben dann nicht einfacher sein? Könnte nicht Gott alle Probleme und Challenges wegräumen? Ganz ehrlich, ich habe nicht gerne Schwierigkeiten, ich habe auch nicht gerne, auch das Wort Geduld ist nicht mein Wort. Und wenn Gott auch Dinge in unserem Leben zulässt, natürlich, es gibt auch Dinge, die sind selbstverschuldet, aber es gibt auch Dinge, wo wir nichts falsch gemacht haben, einfach wo das Globale auch eine Einwirkung in unserem Leben hat. Und dennoch glaube ich, dass Gott auch manchmal Dinge zulässt, um in uns etwas hervorzubringen, das schon immer da gewesen ist. Es kann was Gutes sein, es können aber auch Eigenschaften sein, die sind gar nicht optimal. Ist es eben immer auch eine Chance. Man sagt, die Krisen sind Chancen. Und ich weiß, dieser Slogan haben viele Menschen nicht gerne, aber es ist doch eine Tatsache. Wir wollen in diesem Thema von David bleiben. Wir haben ja eine Predigtserie in ICF Zürich angefangen über den David, wie er dann zu einem König wird. Gehen ganz systematisch durch. Und ich finde es mega, mega interessant, dass eben beim Goliath, der plötzlich vor dem Volk Gottes steht, gibt es ein Wort, wo ich heute mit uns zusammen beten möchte, nämlich, ich scrolle da mal das Wort, und zwar das Wort, wir können doch nicht dulden. Jedes Wunder beginnt da, wo man sagt, ich kann das nicht mehr akzeptieren. Ja. Oder das ist jetzt einfach genug bis hierhin und nicht mehr weiter. Und oft ist es so ein bisschen so, wenn der Druck zu groß wird, kommen wir oft an den Punkt, dass wir sagen, so jetzt ist einfach genug, Heu unten, sagt man in der Schweiz, und jetzt muss ein Wunder geschehen. Und ich möchte mit der Frage dieses Gebets starten, wo hast du Dinge in deinem Leben, Umstände in deinem Leben, selbstverschuldet, nicht selbstverschuldet, und du sagst so, jetzt ist einfach genug und ich dulde diese Eigenschaften nicht mehr in meinem Leben. Und ich möchte beginnen mit diesem Gebet, dass wir einfach zu den Gott im Himmel jetzt einladen und sagen, schau, lass uns unsere Goliaths, und das ist so ein bisschen ein männliches Bild, Goliath bekämpfen. Vielleicht sagen gewisse Frauen, ja, das ist ein männliches Bild, aber ich möchte auch euch Frauen einfach einladen. Es gibt so männliche Kampfbilder. Nimm auf das symbolisch als ein Bild, das uns hilft, unsere Goliaths zu besiegen, die kein Anrecht mehr haben dürfen in unserem Leben. Genau, Goliath, das steht ja vor allem für etwas, was vor uns steht und was so unüberwindbar uns entgegenkommt. Das kann jetzt die weibliche Seite vielleicht oder Beschreibung ist vielleicht ein Berg und wir sehen nicht über den Berg. Wir sind im Tunnel drin, wir sehen das Licht nicht mehr am anderen Ende. Das sind so die Beschreibungen, die Situationen, also das sind die Bilder, die unsere Situationen beschreiben. Genau. Also ich beginne mit diesem Gebet, dass wir Gott bewusst jetzt einladen, dass heute in diesem Hour of Prayer wirklich ein Durchbruch, ein Wunder in deinem Leben geschieht, weil da, wo 2 oder 3 zusammenkommen, wir sind schon 2 und online mit dir sind wir schon 3, zusammen uns einig sind, was wir beten, erhört Gott unser Gebet. Und das ist eine Zusage und die nehme ich, weil Gottes Wort ist ewigkeitsgültig. Bevor ein Komma, ein Buchstabe sich nicht in der Bibel erfüllt, vor werden Himmel und Erde zergehen. Und das ist eine Aussage, wie genau Gott seine Zusagen auch einhalten wird. Also lieber Gott im Himmel, wir danken dir, dass du unsere Goliaths kennst. Ja. Und mein Goliath hat einen Namen und mein Goliath hat auch Geräusche. Mein Goliath jagt mir Angst und Schrecken ein.
Mein Goliath bedroht mich, mein Goliath behaltet mich so gefangen eigentlich in einer Position, weil ich eigentlich wüsste, das gehört nicht zu meinem Leben und ich lade dich ein, lieber Gott, in mir ganz, ganz bewusst, dass du in den nächsten Minuten uns ganz praktisch hilfst, unsere Goliaths, unsere Süchte, unsere falschen Eigenschaften, unsere Motivation, was auch immer das alles ist, dass wir das mit deiner Kraft und mit deinem Namen heute zu Fall bringen werden. Wir laden dich einfach ein, du allmächtiger, allgütiger und allgegenwärtiger Gott im Himmel. Ja, und himmlischer Vater, wir sind jetzt einfach vor dir. Und du, Heiliger Geist, kannst nochmal ganz deutlich uns vor Augen führen, was genau uns dann Angst macht. Oder wer genau uns Angst macht. Wovor wir uns fürchten, wovor uns graut. Sprich du jetzt, Heiliger Geist, in jeden Raum, in jedes Herzen hinein, das jetzt eingeschaltet ist. Und offenbare du dich, dass wir erkennen können, was dann genau uns Angst macht. Yes. Ich habe euch im Chat gefragt, was sind eure Goliaths? Ich möchte euch 1, 2 Dinge vorlesen, wo Leute schreiben und jemand sagt, mein Goliath ist die Hochzeit Ende Oktober in einer Corona-Krise, wo man wirklich nicht weiß, jede Woche hat man einen neuen Ding. Das ist mega hart, weil wir kennen wirklich auch Leute, die haben eine Hochzeit geplant an einem Samstag und am Mittwoch kam eine neue Weisung raus und die mussten die ganze Hochzeit absagen. Das ist mega hart, ich kann es nicht anders sagen. Jemand sagt, ich bin kraftlos, ich bin müde, ich bin kraftlos. Jemand sagt, ich brauche ein Gespräch, dass ich befreit werde, auch von Pornografie. Innere Verletzung von den Kindern, Erfolgslosigkeit. Hey, look, Goliath hat wirklich einen Namen. Und wenn zum Beispiel mein Goliath, den ich zurzeit in meinem Leben habe, ist wirklich, dass ich merke, ich arbeite mehr denn jemals zuvor, obwohl ich ja nicht reise, bin immer da, weil Corona hat in unserer Kirche vieles verändert. Ich bin dankbar, weil Gott hat uns the Hour of Prayer geschenkt. Das wäre nicht durch Corona entstanden, aber ist in unserer Agenda, ist einfach nochmals ein Slot und das machen wir gerne. Auch die Sonntags-Celebrations sind viel komplexer geworden. Wir haben die Eisenstruktur geändert, wir haben ein neues Office gebaut, kleiner Homeoffice, also es kommt alles dazu. Und dieser Goliath, der einfach uns wirklich in den letzten paar Monaten so viel arbeiten lassen hat, möchte ich nicht tolerieren, dass das mein Lebensstil wird. Verstehst du? Also es gibt auch was Gutes, aber es gibt auch etwas, wo man sagt, nein, das kommt nicht in die Frage. Und ich bete jetzt wirklich für all diese Dinge. Ja. Ich bete, dass der Goliath, der sagt, ich kann nicht vergeben. Ich möchte dir, Cornelia, zurufen, dass der Geist Gottes wie so einen Frieden in dich hineinkommt, in deine Verletzung, in deine Enttäuschung. Ich kenne nicht die Geschichte, ich muss sie nicht kennen, aber ich kenne meinen Gott im Himmel. Und es ist der gleiche Gott, der uns mit einem Frieden wie tauft. Und der Friede Gottes möge in dich hineinkehren, hineinziehen. Du merkst plötzlich, Hoffnung entsteht und dass du die Kraft plötzlich bekommst, loszulassen und zu vergeben. Vergeben ist nicht so einfach, weil es braucht wirklich ein göttliches Wunder. Und ich bitte dich, Gott, dass du einfach da hineinziehst. Ich bete auch für Jasmin, wo du gesagt hast, ich habe so viele Goliaths in meinem Leben. Und ich bete, dass du den ersten Goliath mit Gott besiegen kannst. Und ich bitte dich auch für die Verletzung von den Kindern, dass dieser Goliath in deinem Leben niederfällt, weil es ist so hart, man investiert, man bringt die Kinder auf die Welt und es gibt viele Dinge, die man tut und manchmal ist auch Kinder zu erziehen so undankbar. Es ist so undankbar, weil man oft auch vielleicht eine Linie ziehen muss oder man hat auch gewisse Dinge, die man ihnen auch mit auf den Weg geben muss. Ich bete einfach, dass die Freude an Gott ist deine Stärke und ich bitte dich, wenn du das Gefühl hast, dass deine Kinder dich verletzen, dann denk an Jesus, der am Kreuz hing, hat sein Leben hingegeben für uns Menschen, hat Menschen geheilt, hat so viele Wunder getan und dann plötzlich haben die gleichen Leute, die gesagt haben, Hosianna, haben ihn dann
gekreuzigt. Ich bete auch für die Kraftlosigkeit, für Mut und Kraftlosigkeit, lieber Gott im Himmel. Du hast versprochen, dass der Geist Gottes uns befähigt, dass uns nicht ein Geist der Mutlosigkeit und der Kraftlosigkeit gegeben. Du hast uns einen Geist gegeben, der Kraft, der Selbstdisziplin und auch der Liebe. Und ich bete im Namen Gottes dafür und auch für die Hochzeit, dass du, Gott, einen Weg ebnest in diese ganz crazy Season. Susanna, was ist so dein Goliath, wo ich für dich beten dürfte? Ganz konkret, das ist ja nicht nur ein Gebet für auch unser Gebet. Mein Goliath im Moment ist, dass ich hohe Ansprüche an mich selber habe. Gut. Und, also ich bete, ich möchte beten, lass uns zusammen jetzt für Susanna beten. Ich bete wirklich, dass dieser Goliath, den du hast, also Ansprüche zu haben, bedeutet, du siehst die Schöpfung Gottes, du verstehst die Exzellenz Gottes, du weißt, dass der Schönheit ist eine Eigenschaft Gottes. Das ist auch eine Gabe, Dinge zu sehen, aber zwischen Realität und was man sich wünscht, ist, je größer dieser Gap wird, desto mehr ist man frustriert. Und ich bete, dass dieser Goliath der Ansprüche niederfällt im Namen des Vaters, vom Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich bete, dass Gott dir wie den Schlüssel gibt, Dinge, die du siehst, auch erleben kannst, weil du es erlebst, dass Gott Dinge hinzufügt. Nicht du kämpfst, sondern Gott kämpft an deiner Stelle. Und ich bete, dass Gott dir hinzufügt. Und dieser Goliath, der dich blockiert, den nehme ich weg im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wow. Wow. Nee, ist mega wichtig. Wir haben alle Goliaths. Wenn man Goliath im Leben hat, ist es ja nicht etwas, man hat was falsch gemacht, sondern der steht plötzlich vor dir und er hat eine Gabe. Er will uns die Kraft Gottes rauben. Er will einfach Angst einjagen. Angst ist eigentlich eine Blockade. Lähmen. So, also als David aufsteht, und das ist auch ein nächster Punkt, ist eigentlich, lass dich nicht entmutigen. Hey, es ist so krass, in dem Moment, wo wir aufstehen und wir bekommen Hoffnung und wir bekommen Glauben. Und einen Traum und eine Sicht und eine Vision. Ja, geht es nicht lange, dass plötzlich eine Sache oder mehrere Sachen geschehen und man ist dermaßen entmutigt. Hey, und achtet mal, 4 Lügen, die plötzlich Davids Bruder David entgegenbringt. Also der Vater sagt, hey David, geh auf das Feld, nimm Brot und Käse mit und bitte bring das meinen Brüdern und schau, wie es ihnen geht. Der Vater war mega besorgt. Und dann geht David zum Schlachtfeld. Und in diesem Text heißt es, da sagt der Bruder, was hast du hier überhaupt zu suchen? Ein unglaublicher Vorwurf. Und David dachte, hey Jungs, ich bin hier, weil ihr einen Vater habt, der kümmert sich um euch. Dann sagt er, wer hütet jetzt deine Schafe? Und David hat einen Stellvertreter eingesetzt, der ließ nicht einfach die Schafe liegen, sondern war sogar noch sehr, sehr vorbildlich in seiner Leiterschaft. Und dann sagt er, ich weiß genau, wie eingebildet und hinterlistig du bist. Du kamst hierhin nur für deinen eigenen Profit. Und dann sagt er, du kamst nur, um die Schlacht anzusehen. 4-mal eine Lüge, 4-mal eine Entmutigung. Erstens, der Vater liebt euch. Zweitens, ich habe einen Stellvertreter eingesetzt für meine Schafe. Drittens, ich bin nicht hinterhältig. Ich kam hierhin, um zu schauen, wie geht es euch. Und 4, ich kam mit Brot und Käse. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du beginnst aufzustehen, und das ist total fies, es ist total gemein, wird der Feind, der Teufel, vielleicht Menschen, die dir sehr, sehr nahe stehen, plötzlich Dinge droppen, Dinge aussagen, vielleicht nicht mal bewusst, und das tut mega weh. Ja, und lass uns doch mal bei diesen 4 Lügen so ein bisschen hinschauen, weil es sind Dinge, die dir jetzt vielleicht nicht genauso passieren wie David, aber bei Davids Geschichte ist es schon mal interessant zu sehen, er steht auf, wie du gesagt hast, und dann bam, 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 dann kommt's. Aber die erste Lüge, zum Beispiel, was hast du hier überhaupt zu suchen? Vermittelt eigentlich, hey, du bist nicht erwünscht. Also
du spürst Ablehnung, vielleicht da, wo du jetzt aufstehst oder wo du auf einmal merkst, hey, stimmt, ich muss mutiger sein meinem Mitmenschen gegenüber, merkst du auf einmal so, hey, wow, die wollen mich ja gar nicht, du wirst abgelehnt. Genau, wir könnten an dem Punkt gerne ein Gebet beten. Und ich habe immer, diese Gefühle ist ja auch etwas, was wir auch ab und zu haben. Wir sind ja nicht perfekt, wir sind ja auch unterwegs mit unserem Gott im Himmel. Aber wenn das geschieht, auch in meinem Leben, da gibt es einen Satz und dann habe ich mir wie eingeprägt, der lautet folgendes: Ich bin die richtige Person, ich bin auch jetzt am richtigen Ort und jetzt ist die Zeit, wo Gott ein Wunder vollbringt. Weil es gibt Stimmen und Situationen, auch wenn du Dinge falsch gemacht hättest oder getan hast, by the way. Du bist noch immer die richtige Person, weil mein Wert wird nicht definiert durch den Erfolg oder durch meinen Misserfolg. Unser Wert wird definiert und der wurde am Anfang definiert, dass die Hand Gottes uns geformt hat im Leibe meiner Mutter. Und das bedeutet, du bist gewollt, darum bist du die richtige Person, du bist am richtigen Ort und dein Gott tut Wunder. Genau, und ich möchte jetzt einfach beten, überall da, wo du Ablehnung erlebt hast, weil du aufgestanden bist, weil du gesagt hast, hey, das dulde ich jetzt nicht mehr, da hast du vielleicht den Mund geöffnet und Ablehnung, das ist etwas und wir können es zum Kreuz bringen und anstelle von Ablehnung einfach Annahme empfangen. Und das machen wir jetzt in einem einfachen Gebet. Himmlischer Vater, wir bringen dir diese Stellen in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, wo wir Ablehnung erlebt haben, gerade und im Besonderen da, wo wir Dinge nicht mehr dulden wollten. Und wir bringen dir diese Ablehnung. Und ich sehe einfach, wie es an deinen Händen klebt und wie es ans Kreuz genagelt ist und dein Blut darüber fließt. Und deswegen müssen wir nicht einfach jetzt vom Kreuz weggehen, sondern du hast Annahme verschüttet. Du hast Annahme ausgegossen in unsere Herzen. Und ich bringe dir meine Ablehnung und ich empfange Annahme im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Hey, und eine andere Lüge ist, das ist auch krass, wer hütet jetzt die paar Schafe überhaupt? Das kann bedeuten Verantwortung, falsche Verantwortung, Schuldgefühle und Manipulation. Hey, das sind wie so giftige, gemeine, fiese Pfeile. Die sind spitz. Die sind spitz und giftig. Das ist mega mies, weil der David, der wird jetzt genau dort an seinem empfindlichsten Stelle, kommt der Pfeil hinein. Hey, du versagst, du müsstest doch jetzt dort sein, aber er hat ja dafür gesorgt. Genau. Und vielleicht manipulieren dich auch Leute und sie bringen genau da, wo du jetzt am empfindlichsten bist, wo du am verletzbarsten bist, gerade weil du aufgestanden bist. Genau, und die dritte Sache, was Sie gesagt haben, ist auch gemeint, du bist mega hinterhältig und eingebildet. Was glaubst du, wer du bist? Du bist stolz. Ja. Merkst du, also alle diese Dinge, die finde ich schon recht crazy und im Leben, wenn du deine Goliaths zu Fall bringen wirst und der muss fallen, gibt es so fiese, gemeine, spitzige, giftige Pfeile und die gehen so rein, so klein, so rein, mitten in unsere Herzen und dann werden wir plötzlich so zu komischen Menschen, wir sind verletzt und wir sind frustriert und weil man verletzt ist, wird man hart, man wird bitter, man macht plötzlich Dinge nicht mehr, weil man vielleicht ausgenutzt worden ist und immer wieder sagt, ich öffne mein Herz nicht mehr. Und dann sind wir genau an diesem Punkt gelandet, wo eigentlich der Feind, der Teufel uns haben will. Und es ist wirklich einfach nicht okay, dass Menschen uns so die Stolzwörter zurufen. Nur weil du aufstehst, nur weil du nicht mehr akzeptierst, dass du halt so bist, dann schiebt man dir plötzlich Stolz in die Schuhe. Lass dich nicht irritieren. Weißt du, und das ist auch etwas, was ich ab und zu höre, weil ich auf der Bühne bin und dann sagen Leute, ja siehst du, der ist so angezogen, hat seine Haare vielleicht gefärbt und hat einen großen Gürtel und dann Adidas und überhaupt und Showman und was. Ich höre das immer wieder.
Dann sage ich, ja, erstens, wenn du mich kennen würdest, ich bin auch neben der Bühne mega emotionell, gell, Susanne? Ja. Ich bin nicht auf der Bühne, auch in den Meetings, ich bin laut, ich bin in der Mitte. Das hat mich Gott gemacht, nicht weil ich stolz bin, das ist mein DNA, meine Art und Weise und ich schäme mich nicht für meine Art und Weise. Und zweitens, wenn du auf der Bühne bist, was ist denn die Alternative? Schüchtern, ängstlich, nicht gut angezogen. Also überleg dir mal, Menschen, die dir eine Kritik geben, sagen mit anderen Worten, eigentlich habe ich an dem Punkt ein Problem. Also man verratet sich in dem Sinn. Und ich möchte jetzt einfach bitten, und auch ich auch, lasst uns unser Herz für einen Moment Gott hinhalten in einem Gebet und Gott einfach bitten, dass er unser Herz weich knetet. Also nicht einfach beschützt. Ein Herz kann nicht beschützt sein, sondern dass wir weich bleiben, weil unser Herz wird angegriffen. Aber lasst uns weich bleiben. Lieber Vater im Himmel, ich halte dir mein Herz dir hin. Du hast mir ein gutes Herz anvertraut und du hast mir den Geist Gottes anvertraut, der mein Herz immer wieder schaut, dass es weich und beweglich für dich ist und schlägt für einen Namen, der den Namen Gottes drauf steht. Und ich habe keine harte Schale, ich bin auch nicht abgehärtet oder enttäuscht und ich habe eine Mauer gemacht, also weder eine Mauer noch eine harte Schale. Alle diese Dinge streife ich weg von mir und ich halte dir mein Herzen hin und ich bete dich, dass mein Herz verletzlich bleibt. Wieso bete ich das? Nur ein Herz, das weich ist, das offen ist, hat auch die Möglichkeit, verletzt zu werden. Wenn du nicht mehr verletzt werden kannst, dann ist es hart. Es hat eine Mauer. Lieber Gott, halte mein Herz weich, beweglich, sensibel, offen, pulsierend und lebensspendend. Du kannst jetzt auch, wenn du willst, einfach deine Hände auf dein Herzen legen. Und ich sage, durch mein Herz fließt das Blut von meinem Schöpfer. Das Blut von Jesus Christus fließt durch mein Herz, durch meine 4 Kammern, durch meine Venen. Und alles, was verstopft ist in meinem Herzen, verstopft ist in meinen Venen, sage ich, das Blut von Jesus lockert. Ja. Das Blut von Jesus löst auf. Und im Blut ist Leben, im Blut ist Kraft, im Blut ist Dynamik und im Blut ist sowas von Innovativem, weil das gibt neuen Lebensatem. Und ich danke dir, Gott, für mein Herz. Jeder Herzschlag sagt, Gott ist groß. Gott ist groß. Gott ist groß. Und wenn ich einatme, atme ich den Geist Gottes ein und ich atme alles abgestorbene, verbrauchte, nicht mehr brauchende aus. Geist Gottes, ausatmen und mein Herz ist in den Händen Gottes. Hey, die 4. Lüge war gewesen: Das ist unmöglich. Du bist nicht begabt genug, zum Beispiel. Also das steht da in diesem Bibelvers von 1. Samuel 17, Vers 33. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Ja. Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Das ist unmöglich. Ja, genau. Das ist auch so eine Lüge. Und ich weiß nicht, das sagen dir vielleicht Leute, wenn du beginnst aufzustehen und zu sagen, hey, das dulde ich jetzt nicht mehr in meinem Leben, ich dulde keine Schulden mehr in meinem Leben, ich dulde keine Sucht mehr in meinem Leben, dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist doch unmöglich, was willst du? Du hast schon die ganze Zeit so gelebt, du bist nicht begabt genug und das erzeugt Unglaube und auch Unfähigkeit. Und die Frage ist, welche dieser 4 Lügen würden für deinen Goliath am besten passen, respektive für die Situation, wo du merkst, du duldest etwas nicht mehr. Das ist vielleicht auch schon Jahre her, dass du mal gesagt hast, ich gehe diesen Goliath an, ich gehe diesen Berg an, ich stehe auf, ich lasse mich nicht mehr einfach bestimmen von diesen Umständen. Und
bei welcher von diesen 4 Lügen erkennst du dich? Und Leo, du hast vorher, wolltest du was vorlesen? Nein, ich habe es gerade in den Chat reingeschrieben, weil ich finde es auch, es ist natürlich, wenn man das mit dem Namen reinschreibt, mag vielleicht ein bisschen persönlich sein, aber was ich mega krass finde, wir sind alle im gleichen Boot und manchmal muss man auch Dinge beim Namen nennen. Und beim Dinge beim Namen nennen bedeutet nicht, dass du dich kleiner machst, sondern du sagst, ich mache mich größer, weil ich es nicht mehr dulde und ich effektiv auch von diesen Dingen wegkommen möchte. Ja, ich wollte eigentlich diesen Bibelvers vorlesen, weil ich finde den mega wichtig. Und zwar, es gibt eben hier ein Wort, wie David dem entgegnet ist. Und das heißt einfach, er drehte sich um. Ja. Und was man machen muss bei den Lügen ist, man muss der Lüge den Rücken zuwenden. Also wenn man schon auf falsche Stimmen hört, dann lass uns auf die richtige Stimme hören. Ja. Die Stimme, die uns Mut und Glauben zuruft. Ein Gott, der sagt, aus den Unmöglichkeiten geschehen Möglichkeiten, aus einem Minus ein Plus. Was abgestorben ist, kommt zu neuem Leben. Und ich höre auf diese Stimme von einem Gott, der sagt, ich habe dich befähigt und wir sind fähig. Wir haben einen Gott an unserer Seite, dem sind alle Dinge möglich. Und oft vergessen wir manchmal ein bisschen so, mit was für einer Instanz und was für einem Namen wir es zu tun haben. Ja. Der Name, der über alle Namen steht. Und darum, ich möchte jetzt bitten, wenn du jetzt zu Hause zuschaust, du kannst es ganz, ganz einfach machen. Dreh dich jetzt mal ganz konkret um. Ja, genau. Du kannst einfach so umdrehen. Genau. Ja. Umdrehen, weil einfach wir nochmal einen Augenblick Zeit nehmen möchten und nochmal hinhören. Also du hast diese Stimmen von außen gehört, aber was genau ist jetzt die Stimme von Gott? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, wenn wir jetzt uns auch physisch umdrehen, weil das so ein sichtbares Zeichen ist, was wir auch im Unsichtbaren mit unserer Haltung zum Ausdruck bringen wollen, bitte ich dich, Heiliger Geist, wir drehen uns jetzt um. Wir sagen damit, wir hören nicht auf diese Stimme, aber sprich du nochmals die Wahrheit in unser Leben hinein. Sprich du nochmals die Wahrheit in Leos Leben hinein, wo er sagt, mein Goliath ist einfach die übervolle Agenda und die jetzt noch übervoller geworden ist. Und was auch immer dein Goliath ist, Heiliger Geist, sprich du jetzt, wenn wir uns einfach physisch umdrehen und sagen, wir fragen bei dir nochmal nach. Genau. Wenn wir uns umdrehen, bedeutet, dass wir diesen Worten, diesen Gedanken, diesen Dingen keinen Platz mehr geben. Also ich drehe mich um. Das hat David einfach gemacht und hat natürlich dann die andere Person auch gefragt, was ist das für eine Belohnung, wenn ich den Goliath besiege? Und wenn uns den Rücken zudrehen, sagen wir, das interessiert mich nicht und du hast keine Aufmerksamkeit mehr. Ja, schon krass, Ja. Man hat das Gefühl, ich bin jetzt nicht mehr dabei. Genau, schaust du in das das Planeten-Logo an. Man hört mich auch nicht mehr so gut. Ja, genau, mega mühsam. Hey, die letzte Viertelstunde oder 20 Minuten, wir sind dann in diesem ersten Punkt ein bisschen länger geblieben, als wir gedacht haben. Also wir sind nicht durchgetaktet, was wir beten, sondern wir haben ein paar Gedanken und dann geben wir wirklich dem Heiligen Geist mega viel Raum und auch für Inspiration. Aber man wird entmutigt, aber Gott hat uns einen Geist der Ermutigung gegeben. Ich möchte gerade zum dritten Punkt, besser gesagt, die 5, das ist meiner Frau wichtig, diese 5 Punkte. Und zwar 5 Tragpfeiler für einen Kampf. Genau, weil dieser Punkt heißt, kämpfe mit deinen eigenen Waffen. Was ich bei David so spannend finde, er kommt dann endlich durch, mit seiner Vision, diesen Goliath umzulegen, weil man das einfach nicht mehr dulden kann, mit dieser Vorstellung, mit dieser Vision, mit diesem Traum, kommt er zu David, zum Saul, zum König, kommt er endlich durch und dann sagt er, Saul, ist gut, kannst gegen ihn kämpfen, gibt ihm seine Rüstung und er sagt dann, hey, es tut mir leid, die Rüstung ist zu schwer, ich habe sie noch nie getragen, ich kann ja noch nicht mal gehen. Ich kämpfe mit meinen eigenen Waffen. Hey, Susanne, ich kenne das.
Ich meine, als wir die Church angefangen haben Leute zu mir gesagt, du bist zu jung, du bist zu wild, du bist zu laut, du bist zu unerfahren, überhaupt, du bist nicht in der Stadt geboren, du bist ein Landei. Ja, und ich habe viele dieser Dinge gehört und dann, wenn man eine Gemeinde leitet, dann muss man so sein. Und ich habe von Anfang an anders gepredigt als die meisten Leute. Ich habe Bilder gebracht, ich habe einen Videoclip gebracht und ich mag mich erinnern, in meiner Ausbildung hatte ich die schlechteste Note bekommen für Preaching. Die Leute haben gesagt, so predigt man nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist ja meine Art und die jungen Leute sind ja mega begeistert. Und heute ist es meine Stärke, die Art, weil sie sagen, ja, die Bilder und die Clips, ich vergiss das nie mehr. Und ich musste lernen, mit meiner Art zu predigen. Bedeutet nicht, dass ich nicht Feedbacks erhalte, aber ich kann ja nur meine Art weiterentwickeln. Und man muss manchmal auch die Andersartigkeit umarmen, weil zum Glück gibt es ja nicht eine Art von Blumen, es gibt verschiedene Arten von Blumen. Wenn man alle diese Blumen zusammennimmt, gibt es einen wunderschönen Blumenstrauß und es ist eben wie Gewürze. Je mehr Gewürze, desto mehr hat ein Essen einfach, wird es besonders. Und man muss lernen, eigentlich mit der Art, wie man isst, das weiterzuentwickeln. Ja. David hat stundenlang geübt, beim Schafehüten vermutlich auf ein Ziel zu schieben. Das ist nicht einfach automatisch dahin und sagt der Goliath fiel nieder. Der war geprobt, der war geübt, der konnte die Steinschleuder bedienen. Aber eben auf seine Weise. Und Jana Heiholder war ja am Sonntag bei uns im ICF und diese 5 Punkte, die sie da gebracht hat für den Kampf, die habe ich mir aufgeschrieben und wir beten jetzt einfach durch diese Punkte durch und du findest dich vielleicht bei einem Punkt besonders wieder, vielleicht sprechen dich alle an. Genieße das Gebet, weil es ist jetzt ein Gebet für dich. Come on. Und es beginnt mit dem Traum. Und ich möchte einfach nochmal bitten, Heiliger Geist, dass du zu den Herzen sprichst und nochmal eine Vorstellung schenkst, ein Bild schenkst, wie wenn wir einfach in ein Bild schauen und sehen, wie du uns gemeint hast, wie du mich siehst, wie du mich in 2 Jahren siehst, schuldfrei, schuldenfrei, wie du mich siehst, wenn diese Angst mich nicht mehr lähmt und blockiert, sondern dein Mut durch mich durchfließt und ich aufstehen kann, für meine Rechte einstehen kann, für mich selber hinstehen kann und. Was auch immer dein Traum ist, Heiliger Geist, ich bitte dich nochmal, dass du durch die Reihen gehst und die Herzen berührst und diesen Traum jetzt hineinsäst, wachrufst. Vielleicht ist der Traum schon lange eingeschlafen und trotzdem ist er noch da. Und ruf ihn wach. Genauso wie bei Dornröschen dieses Apfelstück einfach sie in diesen Schlaf versetzt hat, so bitte ich dich, dass du jeder von uns aufwächst. Träume Gottes Träume. Wir wollen Gottes Träume träumen. Wir haben keine anderen Absichten und Pläne. Ich weiß, es ist ein großes Wort, die Träume Gottes zu träumen. Da sind wir oft ein bisschen versteift, weil wir denken, ja, das, was ich mache, eine Firma aufzubauen, Kinder, die Windeln zu wechseln oder was immer, ist ja nicht Gottes Traum. Doch Gott hat dir eine Fähigkeit, eine Begabung gegeben. Arbeit ist Worship, Award. Und das ist das gleiche Bild, wie wenn man Lieder singt oder ich arbeite, ich worshipe meinen Gott an. Und ich bete auch für die Treue. Gott hat eine Treue in dich hineingelegt, auch Dinge zu Ende zu bringen. Ja. Und das ist ein DNA Gottes. Gott ist ein treuer Gott. Der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und ich sage dir, die Treue Gottes wohnt in dir drin. Und alles, was Abkürzungen gehen möchte ich wegnehmen von dir und sage, du wirst mit der Hilfe Gottes das Ziel erreichen. Du wirst nicht abfallen. Ja. Ich bete für deine Talente und deine Fähigkeiten, die dein Schöpfer Gott dir anvertraut hat. Also Gott hat gedacht, du kannst mit dem was anfangen. Ja. Also du gibst ja nicht jeder Person ein Auto, lehnst denen ein Auto aus und du weißt, sie können auch Auto fahren, die bringen es auch wieder zurück, die haben es unter Kontrolle. Also wenn Gott dir Talente anvertraut, ist ein Statement. Ja. Ich bete auch für deine Tatenkraft, für dein Training, dass dieser Drive, Dinge zu verändern, du mit der Hilfe Gottes erreichen wirst.
Und ich bete gerade auch für das Training, dass du Durchhaltevermögen hast, dass du bereit bist, einfach Schritte zu tun, die diesen Goliath dann auch am Ende im Endeffekt fallen lassen. Ich segne dich mit einem Durchhaltevermögen. Ich segne dich mit einer Bereitschaft und mit Freude am Trainieren im Namen Jesus. Ich bete auch für eine totale Abhängigkeit. Ich bete, dass nichts auf dieser Welt, weder Siege, Erfolge, Applaus, aber auch nicht Niederlagen, auch nicht schmerzhafte Momente uns wegbringen können von der Liebe Gottes. Weil Jesus sagt, 5-mal bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Und wir bleiben in Christus, weil ohne Jesus haben wir diese Energie, diese Lebenskraft nicht. Und ich möchte dir und mir sagen, wir sind wie Bäume gepflanzt an den Wasserbächen und zu seiner Zeit werden wir Früchte tragen, Früchte bringen, die man nicht zerstören kann. Ja. Also wir drehen unseren Rücken zu den Lügen, aber wir machen uns abhängig von unserem Schöpfer Gott. Wenn wir für die dritte Eigenschaften beten möchten, ist wichtig, dass Gott ist mit uns, von Hindernis zu Hindernis steht Gott uns bei. Ja. Für mich gibt es so eine Offenbarung, die ich nicht so verstanden hatte über Jahre lang. David nimmt 5 Steine aus dem Flussbett raus, 5. Und man denkt, ja gut, er hat das gemacht, Vorrat, falls er einen nicht tüpft. Aber es ist ganz, ganz interessant, das war gar nicht der Punkt, sondern wenn man die Bibel liest, willst du das Bild zeigen? Genau. Ja. Das ist ein cooles Bild. Ja, genau. Screenshot gemacht von deiner Message. Gut, ist jetzt nicht ganz scharf. So, genau. Ja, so wer weiß. Man sieht einfach die 5 verschiedenen Goliaths. Das wollte ich mitbringen heute. Ja, er nahm, wie gesagt, 5 Steine raus, und wenn man eben dann die Bibel liest, und ich möchte euch vielleicht, haben wir diesen Bibelvers, mal schauen, ob das da steht. Nee. Ja, welchen suchst du? Ist egal, nee. Spielt keine Rolle. Also er nahm 5 Steine raus, und es gibt in der Blutslinie von Goliath gibt es noch 4 andere Brüder oder 4 andere Verwandtschaften. Wir sind nicht sicher, ob das in der Blutlinie ist oder auch in der Verwandtschaft. Aber neben Goliath gab es noch 4 andere Riesen, die waren alle größer und mächtiger als Goliath. Ich möchte uns und auch dir und mir, Susanne, auf den Weg mitgeben, wenn du einen Kampf gewinnst, kann es sein, dass der nächste Goliath vor dir steht und er ist größer. Ja. Was ich mit dem sagen möchte, ist, lasst uns in den Kampf gehen, munitioniert, also genügend Steine dabei haben. Wenn man einen Kampf gewonnen hat, kann es sein, dass der nächste Goliath steht für uns. Ich weiß, wenn man das so preacht, ist es ein bisschen so negativ, und ich sage jetzt auch nicht so, wenn ich euch sagen möchte, es kommt dann noch mehr. Es muss nicht so sein, aber sei nicht überrascht, wenn Gott eine neue Türe aufmacht, eine größere Türe aufmacht, sagt man New Levels, New Devils. Das heißt, neue Möglichkeiten wird der Feind uns auch angreifen mit größeren und stärkeren. Neue Möglichkeiten gibt auch neue Feinde. Genau. Und was wir jetzt tun möchten, ist ganz konkret, dass wir jetzt unserem Goliath, der hat einen Namen, ich habe am Anfang das gefragt, uns jetzt diesen Stein entgegenschießen und ihn mit einem Gebet jetzt zusammen zu Fall bringen werden. Und dann nahm ja David ein Schwert, haute Goliath den Kopf ab. Mit anderen Worten, ich gebe diesem Goliath nie mehr eine Chance, dass er nochmals aufsteht. Der muss für immer und endgültig zerstört sein. Susanne, kannst du einfach beten? Es gibt da viele Anliegen, Leute sagen, ich bin Single, die Anliegen, die hören nicht auf. Es gibt so viele Goliaths, die effektiv zu Fall gebracht werden müssen. Und wenn wir ein Gebet aussprechen, geschieht das im Namen unseres Gottes im Himmel. Ja. Come on. Und himmlischer Vater, wir kommen jetzt einfach vor dir. Yes. Und ich danke dir, dass in deinem Namen so viel Kraft ist. Und in deinem Namen lösen wir uns von, wie die Goliaths auch immer heißen. Ich persönlich löse mich im Namen Jesu von meinen übergroßen Ansprüchen an mich selber. Und Leo,
du löst dich, gehe ich mal davon aus, von deiner übervollen Agenda. Oder Genau. von was Ja, löst du genau, dich? von dem löse ich mich. Also nicht, dass ich habe noch nie Arbeit gescheut. Es ist nicht, dass ich diese Möglichkeit nicht sehe, aber ich muss auch Dinge abschneiden. Das ist wichtig. Ich muss Dinge abschneiden, Ja. weil das Gute ist der Feind vom Allerbesten. Und ich werde und muss gute Dinge abschneiden, um das Beste für meinen Gott im Himmel bewirken zu können. Es ist gar nicht so einfach und da braucht es Weisheit. Aber Gott hat uns den Geist der Weisheit gegeben und in der Ruhe bekommen wir neue Impulse und auch Ideen. Ja. Und ich nehme diesen Stein wie David und ich schleudere dir, mein Goliath, diesen Stein zu und du Ja. wirst im Namen von Jesus Christus niederfallen. Genau, und es braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit noch. Vielleicht geht es nicht gerade jetzt, aber du kannst dir ja auch im Laufe vom Tag oder auch am Abend oder am nächsten Tag Zeit nehmen und so nochmal, dass du diese Formulierung spürst in dir, von was kannst du dich jetzt genau lösen im Namen Jesus. Für mich könnte es heißen, ich löse mich im Namen Jesus davon, dass ich allen Menschen gefallen möchte und deswegen die übersteigerten Ansprüche kommen. Und genau, davon löse ich mich im Namen Jesus oder von der übersteigerten Angst oder wie heißt das? Von was kannst du dich einfach jetzt ganz konkret lösen und das im Namen Jesus und du kannst es laut aussprechen und das ist wie wenn du diesen Stein mit der Steinschleuder schlägst, loswirfst und er trifft den Goliath am Kopf. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass wir auf deine Hilfe zählen können, dass du einfach nochmal Sätze jetzt in Erinnerung bringst, weil du hast gesagt, du bist der, Heiliger Geist, der uns an alles erinnert, was Jesus uns gelehrt hat. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfach diese Sätze jetzt zum Vorschein bringst, dass sie einfach offen da liegen und wir wissen, von was wir uns jetzt ganz konkret im Namen Jesus Christus von Nazareth lösen können. Und während wir beten, sagte David, Goliath, du kommst mir entgegen mit Schwert und Schild, mit Lautstärke, mit Kriegserfahrung, mit Größe, mit Macht, mit all diesen Worten, aber ich komme dir entgegen im Namen meines Gottes im Himmel. Goliath ist groß, aber Gott ist größer. Ja. Und ich sage meinem Goliath, und er hat einen Namen, Mutlosigkeit, Eifersucht, Minderwert, Zorn, Wut, Polemie, vielleicht Unreinheit, Sorgen, Ängste. Du fällst im Namen von Jesus Christus jetzt nieder. Und ich nehme das Schwert und im Gebet haue ich dieser Eigenschaft den Kopf ab und sage, du hast kein Atem mehr, du hast keine Lebensberechtigung mehr, du bist tot, du bist eliminiert, du kannst nicht mehr aufstehen, es gibt kein Comeback, unmöglich, weil du bist gefallen und tot im Namen von Jesus Christus und sprich das, proklamiere das bitte aus über Arbeitslosigkeit, Schulden, Misserfolg, Krankheit, Süchte, was auch all das noch kommt, das hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ja. Und was ich spannend finde in der Geschichte von David ist ja, wie du siehst, zu lesen, 1. Samuel 17 und noch weiter, das ist einfach die Geschichte. Es ist relativ emotionslos. Wie David sich dabei gefühlt hat, das wird da nicht beschrieben. Aber es gibt ja x Psalmen, die von David geschrieben wurden. Und zum Beispiel der Psalm 56 ist ein Lied von David, das in der Zeit geschrieben wurde, als er eben von Saul fliehen musste. Und dann kam er zu den Philistern und dann musste er auch vor den Philistern fliehen. Und ich möchte dir einfach in den letzten paar Minuten und Augenblicken ein paar Ausschnitte von diesem Psalm vorlesen, für dich selber, dass du siehst, wie David
sich in Zeiten von großer Not einfach motiviert hat. Vielleicht kannst du den Psalm 56 heute Abend oder vielleicht hast du Pause heute Nachmittag nochmal vorlesen. Ich habe mir ein paar Sätze aus diesem Psalm fett markiert und die werde ich dir einfach vorlesen. Da heißt es zum Beispiel, wo David schreibt, hey, doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Und erinnerst du dich noch, als ich mich umgedreht habe, hat er vielleicht noch einmal etwas gesagt und du erinnerst dich daran. Ihm vertraute ich und fürchtete mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und weiter heißt es, Gott, du siehst doch, wie lange ich schon umherirre. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Sobald ich dich um Hilfe bitte, werden meine Feinde kleinlaut den Rückzug antreten. Denn das weiß ich. Du, Gott, bist auf meiner Seite. Ich lobe Gott für das, was er versprochen hat. Ja, ich lobe die Zusage des Herrn. Ihm vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon antun? Und als letzten Vers, ich darf weiterleben in deiner Nähe. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Und das spreche ich einfach aus über deinem Leben, über deine Situation. Du, Gott im Himmel, hast uns, jede einzelne Person, die das hört und die zuhört und eingeschaltet hat, das Leben neu geschenkt. Und dieses neue Leben spreche ich in deine Situation herein, wo vorher nur dieser Schatten war von diesem Berg, dieser Goliath, der dir die Sicht versperrt hat, der ist jetzt weg und das neue Leben, das ist in dir. Gott im Himmel, du hast mir das Leben neu geschenkt im Namen Jesus. Amen. Amen, come on. Hey, wenn du Leute kennst, wo du denkst, der Hour of Prayer wäre wirklich für sie eine große Hilfe, es kann auch sein, jemand ist im Altersheim, Pflegeheim oder irgendwo weit weg, wo er vielleicht nicht eine Church hat, dann schick doch den Link für der Hour of Prayer. Es ist eine Stunde, wo wir beten, man kann es auch später zuhören. Wir machen Werbung, weil es ist nicht so, dass wir Geld verdienen, sondern wir investieren unser Mittagessen. Statt Essen beten wir mit euch zusammen, aber das machen wir sehr, sehr gerne. Und wenn du noch nicht den ICF YouTube-Kanal abonniert hast, dann bitte abonnier doch diesen Kanal, weil dann bist du ganz, ganz einfach mit uns verbunden. Das würde uns mega, mega viel bedeuten. Und wir wünschen euch eine mega schöne Woche und sagen einfach God bless you. Und es ist so cool, dass wir mit Gott wirklich Goliaths zum Fall bringen können. Wir sagen von unserer Seite ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. God bless you. Gott und mit dir. Bye bye, genau. Tschüss. Tschüssi. Ciao, ciao.